Bonjour, den CSV-Parteipräsident Marc Spauz und noch den Fraktionschef Claude Wissler hat den Pressnees op een Oppositionsbriefing invitiert, für do de Point an de pur aktuellen a wichtigen Dossien zu machen, wie der Familienpolitik, der Reform von der Police, dann die rezent Aussagen vom Premier Büttel a Sachen Kattenom, an aber auch die sogenannten Affaire Büttel-Kämmer. Do bleiben auch um eng Woche nodems bekannt gouf, dass den demolischen Oppositionspolitiker Büttel während den Erbechten vun der Enquete-Kommission entzeien bei sech privat daheim getroffen huet, nach ein ganz Party Froen opstoen. Froen, die mussen beantwort gin, so den Claude Wissler. Froen zum Beispiel iwwer den Zeitpunkt an auch die Gene, die richtig Ursachen vun der Demission vom demolischen DP-Parteipräsident aus der Enquete-Kommission. An do huet de Premier sech die Lächtechnerwel widersprach. Also net vorrichcht gesot an enger rechter Etapp, vorrichcht der Recht gesot, wéi en ënner Druck kom as vun der Presse als froh as fir Wert déi Verzögerung an dem en Vorrecht an dem en Realität seht. Die Verbelastung vum demolischen Oppositionspolitiker war eng Version fir die Mission. Et gëtt awer noch eng aner. An déi huet Xavier Büttel an enger Table Ronde den 29. September 2013 Radio genannt. Du seht Xavier Büttel, hier wir rausgegangen aus der Kommission, weil er sich von der CSV blockiert gefühlt hat und er keine Lust mehr hat, an der Kommission weiter mitzuschaffen und dafür wir hier gegangen, weil das für frustrant gewesen. Das hat Xavier Büttel gesagt, den 29. September könnt ihr noch lauschen, ob RTL, an op 100,7, das war die Wahlemission für die Wahl, Moes Zinger Belef, wo das sieht. Aber wenn es richtig ist, was er letztwoch gesagt hat, wo der Claude Wissler gerade vorgestellt hat, dann hat ein Vorricht nicht gesagt, den 29. September. Also ein Kehr auf alle Fall geht das nicht übernehmen, was er gesagt hat. Es bleiben dem noch viel Frohen op, und op die hat CSV gerne eng Antwort. Wir wollen zum Beispiel wissen, klar und deutlich, was werden Inhalt von den Gesprächen, die den Herr Büttel mit Herrn Kämmer gefordert hat. Wären das Diskussionen, wo über den Inhalt von der Affäre geschwert ging, wären das Diskussionen, wo über eventuell Fragen während dem Verhör an Antworten, die sollen gehen, geschwert ging oder nicht. Wir wollen den Inhalt vom Gespräch wissen, nicht all Detail, aber einfach in welche Richtung es gegangen ist. Wir wollen noch wissen, ob die Aussagen, die wir an der Zeitung lesen, wir können die nicht verifizieren, wir haben auch kein Protokoll von den Auditionen. Wir lesen das schon an der Zeitung, setzt die gesagt gesehen, es geht nicht mehr mit Juncker, respektiv Versprechen, die sollte gemerkt sein, es ging nicht geschehen, dem Herr Kämmer. Wir wollen einfach wissen, ob das, was an der Presse steht, auch der Realität entspricht oder nicht. Die Frage auch, für was den heutige Premier sich demals manipuliert und instrumentalisiert gefühlt hat. Ein anderes Sujet dann Familienpolitik, du hat den CSV-Präsident auf die kontradiktorische Aussagen von der Ministerin Corinne Kahn hingewiesen. CSV bleibt dabei, dass die Familien sollen den Schwur haben, wie sie ihr Leben wollen organisieren. Die geplante Steuerreform bringt den Familien alle gute etwas, sieht die Regierung. Das ist aber nicht richtig, von den Steuerpolitik zusammen mit anderen Politiken guckt. Aber wenn sich dann alles da, Kammergeld, Wohnungshilfe, plus dann auch nach Steuerreform guckt, da stellt ihr fest, dass dem nur wie groß eine Familie ist und dem nur was Revenu da hat, in Zukunft viel Männer werden. Nicht nur Männer am Kammergeld, aber auch von Steuerreform und von Wohnungshilfe mal beikennt. Wir haben Beispiele gerechnet für die Leute mit Revenuen von 3.000 € brutto, was die da verlieren, wenn sie eine Kant haben, wenn sie zwei Kanner haben oder wenn sie drei Kanner haben. Und ab zwei Kanner, was ja auch logisch war, weil auch beim Kammergeld, wenn ab dem zweiten Kant geht, haben die Familien mit dem neuen System Gambia Männer wie viel drin, trotz dem, wie es heißt, dass etwas geschieht an den Steuern, und mit der Wohnungshilfe, das dreht sich auf ein Minus von 240 bis ein Minus von 140 €, wo die Familien Männer kriegen, wo bislang, und das dafür, wo wir sagen, dass die Steuerreform alles ernst, dass wir sozial gerecht ist, weil die der wir dann nicht allein gucken, ob die steuerliche Wolle, aber die muss in der Familie auch von den Wohnungen mal dran.
Polizereform dann, die neidig ass, die as op eng onméiglech Manéier ugepackt ginn, nämlich iwwer d'Kap vun de Leiit. CSV as och net der Meinung, dats den Audit weiter muss geheim bleiwen. D'Regierung behabt jo durchstegen sicherheitsrelevant Sachen dran. Dann hätte man aber auch gern schnell an der Chamberkommission der Minister dahin auch, dass den als erklärt, was dann sicherheitsrelevant ist, wo dann die großen Faiblesse, die großen Mängel von der Polizei momentan sind. Wir sind auch bereit, die Diskussion an der Kommission auch wie klar zu machen, wann das gewünscht ist. Aber da ging man aber gerne vom Minister wissen, wo die Mängel sind, wo die Faiblesse sind, und hätte ich gerne wissen, was denn an den 2,5 Jahren für die Faiblesse, die da sind, was denn da gemacht wird, für die an den Griff zu kriegen. Ich muss ehrlich sagen, dass wir hier am Anfang mit sind, und auch Rose sind, für zu gucken, wie hier wichtige Reformen angepackt gehen, wie hier mit Dossien umgegangen wird, und wie die sehr wie es probiert hat, für fait accomplir zu setzen, und wie er probiert hat, sich eine Politik zu machen, wo fait accomplir geschafft wird, ohne die notwendige Diskussion darüber zu führen. Überrascht als CSV oriwwer die Rezent Aussoen vum Premier Bëttel a Sachen Atomenergie an Atomreaktoren. Dem Staatsminister Norbert Lützeburg bereet ze bezuelen, fir das Kattenom zougemet gëtt. Wann ihr so etwas möcht, müsst ihr für dich doch ein Konzept tun. Und wenn ihr an einer Großregion habt, und habt ihr so gut Kontakt, dann wir das immer von der Minister von der Großregion gesagt kriegen, mit Rheinland-Pfalz und mit Saarland. Dann hätte ich aber vielleicht wissen, mit denen 2 Ländern über so einen Propos schwätzen und mit einem Konzept viel gut. Das war nicht der Fall, weil die 2 deutsche Bundesländer sind darauf, sollen Socken gefallen, wie sie hören, und das Lützeburg deklariert hat, sie müssen etwas bezahlen. Also ich bin immer der Meinung, dass sie alles muss unterstützen, alle Erfolge, dass sowohl Kattenom wie auch Tirange zugemacht gehen, weil das kann Konsequenzen nur für Lützeburg, von der belgischen Perspektive Frankreich etwas, das wissen wir. Wir haben an Fessenheim 2014, da wird ja gemerkt, dass es 2 Jahre gedauert hat, dass Kollegen aus Frankreich mal festgestellt haben, dass die Atomaufsichtsbehörde von Frankreich ein bisschen schon schlecht war am Kommunizieren. So viel kann ich sich auch vorstellen, dass etwas Ähnliches zu Tirange und zu Kattenom geschickt, dass es da wichtig ist, dass die Lützeburger Regierung weiterhin Druck möchte. Wir für allein zu sagen, wir bezahlen noch, da muss ich noch ein Konzept tun. Was ihr will machen, muss ich ein Konzept tun. Was ihr will bezahlen, da muss ich dann noch wissen, wenn ihr so eng Aussage möchte, vis-à-vis von Frankreich und Kattenom, dass es dann höchstwahrscheinlich dieselbe Aussage muss machen, vis-à-vis von Tirange an der Belsch. Weil für die einen ist es der Süden, für die anderen ist es der Norden vom Land, die betroffen sind. Respektiv muss ich auch mit seinen Partnern, da in diesem Fall ganz klar Deutschland, dass für allem die Länder Saarland, Rheinland-Pfalz, für mit denen zu schwätzen, wie gemeinsam vorgeht.